Zoals ik al aan de aanvang zei, dat onze mission is natuurlijk als mensen leiden om Jezus Christus bijna navolgen. En in Christ zijn, dat meint dat we zijn zonen wat zijn geraad door Christus en we zijn in een gemeenschap met Christus naar geraad. En we als Christen, we bouwen ons ganze leven aan wat Jezus is, wat hij gedaan heeft en wat zijn willen is voor ons. En we wonen in een tijd waar het Nieuwe Testament ons wijzen dat wat Jezus deed. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir in das Alte Testament studieren doen, zodat wir verstehen, was Jesus Christus uns raten wird von. Oder eine andere Weise zu sein ist, wo das Alte Testament uns wiesen, was Jesus Christus wird tun für uns. Und wir haben auch viel in 5. Mose studiert. Und es sind auch ein paar Botschaften, die ich gebracht habe von 5. Mose. En een thema wat der 5. Mose is, als Israël bund met God. En ik had het thema de eeuwige schrift van Deo als ons verbinding houden met God. 5. Mose kapitel 11, 13 tot 32. Dat zijn de versen wat we willen van Deo doorgaan. Laatste zin ik zeggen, we zullen God navolgen. En dit wordt het hoofdbingendeerd met ons mission statement. We zullen God navolgen, wils we in Gottes vergaan voor God zijn, dien en gehoorzaam zijn. Aber de enige grond voor Jezus Christus navolgen en voor de Israëlieten God navolgen, wie de bund. En God maakt this bund met Israël en zijn verlangen weer dat Israël wordt in deze bund blijven. En part van deze bund weer dat Israël wordt welke dingen moeten doen, dat zij in deze bund blijven. En God wordt welke dingen doen, dat hij trouw blijft te deze bund. En vandaar waar we zijn, wat wordt worden naar de Israëlieten, wanneer zij trouw blijven in deze bund. En wat wordt naar de Israëlieten worden, wanneer zij worden van de bund weggaan. En dan willen we een klein beetje zijn, wat meint het dan voor ons, wie wir Christen zijn? Ik geloof, deze ganze schrift steht, waar we van deel van doorgaan, kan we verstaan door kapitel 11 van 5. Mose, de 26 en 28 vers. Dat zegt ze dit. Nu hoor, ik zeg jullie van deel voor een vol. Wil je einen sehen oder einen Fluch haben? Je kriegen ein Sehen, wann je den Herrn, den Gott, in je Satzen holen. Die ik je von dir geef. En je kriegen ein Fluch, wann je diese je Satzen, der Herr, den Gott, je geef, nicht holen wollen. En je von den wegdrehen, en ik je von dir geef, en andere jeta deinen, die je nicht getan haben. So, hij sagt hier, hij vangt hier al in 26, hij zegt nu hard. Dit is ernst. Van verder de Israëlieten staat een wal. Zij zullen wählen. Willen zij in zijn? Oder zullen zij in vlucht? En zij worden de entscheiden, niet dat zij worden durch Glauben den zijn kriegen, oder den nemen, oder zij worden durch nicht Glauben den Flucht kriegen. Zij worden durch der Entscheidung, wollen sie bleiben oder wollen sie nicht bleiben, wollen sie treu sein oder nicht treu sein, durch wo sie entscheiden mit dort, was Gott antwort geben, was treffen wird, mit wo sie willen tun. Und das ist verbunden. Die Sehn kann durch treu bleiben und die Flucht kann von Gott weggehen. So, wir fangen an in Kapitel 11, in de 13e vers, en hij zegt hetzelfde in 22, maar ik word de 13e vers zegt, hij zegt es dit. Wanneer je de je zaten hullen worden, dat ik je van deel geef, dat je zullen den Herrn, je God zijn en dienen met je ganze hart en de ganze ziel. So hij zegt hier, wanneer je, wat God je zijn dat als wie hand een Entscheidung te merken. Wie hat eine Entscheidung zu merken?
Wir glauben fertig, das Leben passiert was, das Wort nur uns. Das Wort tau uns. Aber viele Dinge, was wir beleben und leben, kommt der, wo wir entscheiden. Ich habe fertig Menschen, die zu mir kommen, sie haben sich all so in Trouble angeriert in ihrem Leben und sie wundern, warum fällt mein Leben nicht hinein? Warum wurden so viele schwere und schlechte Dinge in meinem Leben? Und einer muss abpassen, wo einer davon reden wird, aber Dries gesagt, viele von uns fingen uns selbst in Trouble, weil wir entscheiden, wir wollen Gott nicht nur folgen. Aber er sagt, wann wir wollen, hier sind drei Dinge, was wir sollen tun. Dort wiesen das, und die Israeliten sollen tun, dort wiesen das, dass sie würden den Bund ausleben. Er sagt, wann ihr Satzen holen wollen. Und dort wird ihr Satz holen, dort als ein Wort. Und der Plot teacht, der nicht ganz übersaten ist dort in der hebräischen Sprachwort. Dort hat eine Meinung, was noch ein bisschen tiefer ist. Die Meinung ist, wann jede Satzen festhalten. In Englisch sagt dort faithfully or steadfastly, die festhalten. Und wenn wir was festhalten, dann meint dort ist wörtlich sehr wichtig. Dort ist wörtlich sehr wertvoll. Und dort ist nicht ein Ding, was wir bis ein bisschen so einfach halten. Wir sind ernst. Wir halten uns fest. Dort ist wichtig, dass wir dort festhalten. Ich glaube, viele von uns als Christen, wir tun uns Leben mit so ungefähr leben. Wenn dort Fan ist, wenn es leicht ist, wenn dort mehrlich ist, so dass es leicht ist für uns, dann tun wir dort. Aber er sagt, wir sollen festhalten. Und das stimmt mit, was Jakobus in Kapitel 2, die 10. Vers sagt. Wer dort ganzes Gesetz hält und sich aber an Eid verschuldet, der hat sich gegen dort ganzes Gesetz verschuldet. Was Jakobus hier sagen, das ist, wir sollen festhalten an dem Gesetz. Wir sollen nicht bloß ein Kleinbett, nicht ein Bett, so wenn es passend ist, aber wir sollen festhalten. So, wir lesen dann diese Vers und wir würden so vielleicht dann so denken, das ist so, dass allmählich ist, dass wir die Gesetz können dann ganz halten. Und wörtlich, wir würden krankreich sein, wenn wir so denken. Dort ist allmählich, dass wir die Gesetz ganz halten. Dort ist allmählich, dass wir ganz festhalten an der Gesetz. Das ist allmählich, dass wir durch die Gesetz halten, dass wir den Bund verdienen. Und diese Vers, wir in der Wahrheit zu sein, dass wir ein Beweis, dass wir verderweg kicken, verderweg wiesen, nur Messias, in Rada, wo wir kommen, und was wir dort mehrlich merken, wann wir auch kort kommen mit dieser Vers halten, er wird uns perfekt merken, durch was er wir und was er tut. Und wenn Jesus auf dem Kreuz gestorben ist und er von dort abwachen ist, er rät uns, so dass wenn wir nicht diese Vers kann krack haben, er hat die Vers gehalten in uns steht. Ich denke, was wir können sein von dieser Vers und wir sollen festhalten und Gott in ihr Satz ist, wenn wir uns ganzes Leben so zu sein, ein gutes Leben, wie treu bleiben, und dann einen Fehler merken, und wir passen nicht ab, eine Entscheidung, ein Sinn, kann uns ganzes Leben so zu sein verdorben. Und wir sein fertig, wenn wir lesen oder wir hören von Predigt, von großen Kirchen, für wer ganzes Lebenszeit hat Gott sein Wort gepredigt. Und dann sei wie wir sie fallen. Und mit dort würden sie gern sein, wie dann schon bringen für all das Gute, was sie deuten. Und ich weiß viele von jünt. Weil ich will mich nicht
in Sinne steht fingen. Wo ich kann mein Leben gegeben, zum Gott dienen, zum Gott nur folgen. Und mit einer proste Entscheidung gehen gehen und mes zu schon bringen, alles das Gott, was ich habe getan. Und dann sagt er wieder, wir sollen Gott mit uns ganz hart Gott sein. Wir sollen den Herrn und Gott Gott sein. Und diese Gott sein, das hat auch die Meinung, dass wir sollen festhalten an das Gott sein. Unser Leib, das soll fest sein. Das soll in Englisch sagen, wir sollen steady sein. Ich weiß, das ist ein Ding, was von uns mit Trouble haben. Was ist der, dann fallen wir uns, dass wir eine tiefe, starke Leib haben für Gott. Du hast nicht, was wir würden lieber tun, das mit Zeit haben mit Gott und von Gott hören. Und dann paar Tage wieder, und vielleicht einen Monat wieder, und dann fallen wir uns, dass wir sind noch niemals Eier so weit auf von Gott gewesen. Und unser Leib wird rauf und unser Leib wird ab. Aber mein Wunsch für uns von der ist, dass wir ein Leib haben, was fast ist. Was sicher ist, was nicht einen Trick geht, aber stark und deep ist. Gott will haben, wir sollen am Gott sein. Er will nicht bloß haben, wir sollen unser Feiling am Gott sein. Wir sollen entscheiden, am Gott sein. Und an uns ganz hart geben, haben dort bewiesen, dass wir am wörtlich Gott sind. Und dann sagt er wieder, und am Deinen mit dort ganz hart und der ganze Seil. Wir sollen Gott dienen. Ich denke dann, wenn er hier sein wird, wir sollen Gott dienen, von Apostelgeschichte, Kapitel 17, 24 bis 25. Und sagt der Gott der Welt und alles, was du bennen hast, gemerkt hast, als Herr über Himmel und Erde. Und wohnt nicht in Tempels, die mit Hängen gebaut sind. Und er wird auch nicht von Menschenhängen bedient. Und wenn irgendwas fehlt, will er selbst jaft, alle Menschen leben in Odem und alles ordnet. Er sagt hier, dass Gott fehlt nicht an der Dienst. So ist es, wann am irgendwas fehlt. So wenn wir Gott dienen, dann, das ist nicht, dass wir nu Gott vollkommen merken. Das ist nicht so, Gott wird nicht was kann vor dich bringen, ohne dass wir am helfen tun. Gott kann alles selbst. Er ist aller Macht. So würde man so tun, dass Gott will haben, wir sollen am dienen. Am fehlt die Haupt nicht. Aber Gott weiß, was wir dienen und wer wir dienen, wird uns hart tragen nur dort, was wir dienen. In Lukas Kapitel 12, 34 davor sagt er, willst wo ihn Schoß ist, wird ihn hart sein. Englisch sagt er, wo uns Treasure ist, dort, was wir tun, wird uns hart sein. Und eine Woche, damit nicht verstehen ist, wo uns Zeit noch geht. Wo uns Energie noch geht. Dort ist, wo uns hart ist. So, wenn wir uns hart geben, wenn wir unsere Zeit geben, wenn wir dort, was wir unsere Energie, was immer wir tun, wir dort noch Gott geben, dort wir am Deinen, dort heißt ihn direkt merken, und bühren auf dieser Welt, dann wird uns hart auch wie Gott sein. So, wo soll wir dann Gott dienen? Ich glaube, 1. Petrus, Kapitel 4, auf der Vers sagt, wann wer redet, soll er so reden, als wenn Gott seine Wert redet. Wer du denkt, soll dort in der Kraft, womit Gott am versorgt. So dort Gott in allem durch Jesus Christus gelobt wird, dem alle Menschen in Herrlichkeit und Ewigkeit gehört. Amen. So wenn wir Gott dienen, dann wir sollen dort durch seine Kraft tun. Dort ist nicht dort wir, was bringen down nur Gott. Dort ist, wenn wir Gott dienen, er bringt Wort nur uns. Wir sein dort Gott seine Kraft schafft durch uns. Und wenn wir dort sein, uns hört, wird dichter Bier kommen nur Gott. So wenn wir diese Versen lesen dann,
Wo soll wir das dann verstehen als Christen? Gott sagt durch Moses, dort wann die Israeliten würden diese 3 Dinge tun. Dort hij wird sehnen. Meint dort dann, dort wann wir diese 3 Dinge wollen tun, dort Gott wird uns einmal sehnen. Dort wird einmal Gott sein. Meint dort wann wir diese 3 Dinge tun, dort wie kann Gott sein Sehnen verdienen? Unsere Gemeinschaft mit Gott. Gott nur folgen, als Gebet und der Bund, was durch Jesus Christus sein Blut und wahre Abstunden kämpft. Und wir beweisen, dass wir recht tun mit Gott, wenn wir diese Dinge ausleben. Aber wir können die Rettung nicht verdienen durch diese 3 Dinge tun. So, was sagt Gott, was er dann tun für die Israeliten? Er sagt, er wird rein checken. In 14. Vers sagt, dann wird er Regen in der rechten Zeit geben. Er wird den Tidien und den Loten Regen geben, zodat je Träg ernten kann und je Wein und je Eil nanbringen kann. Der letzte ein paar Botschaften trägt, sagen wir, wo die Israeliten würden sich ganz an Gott verloren. Und wenn sie in Israel oder in Ägypten wären, die Israeliten müssen sich nicht so an Gott verloren, wegen der Rifa Nile wieder. Und der Rifa, die hat einmal Wasser und sie den Wasser, aber der Wasser wird von dieser Rifa kommen. Aber wenn sie dort nicht lohnt würden sein, dann würden sie sich ganz an verloren und der Regen wird Gott verchecken. Wenn es keine Regen wäre, dann würde es keine Ernte sein. Wenn der wird kein Riefer, was sie wirklich können, das Wort davon nehmen, dann er der Ernte wässern. Und dann wieder sagt er auch, in der 15. Vers, dann wird er ihnen Gras ab Stapen geben für ihre Fei. Dann wird sie eten und satt werden. So wie sein auch dort die Tiere in der Fei, wo Gott sei dort Leben haben, als auch verbunden mit wo 3 Menschen sind. Und ein von den Korintherbrief schrift Paulus, dort alle Kreaturen, die stehen für die Zeit, wo Gott will alles bei der Tracht merken, so soll das so sein. Und du hast ein Fluch über alles Kreaturen, wegen Menschen haben sind. Und Gott sein Sehen kam, in der Wahrheit zu sein, dass halb die Tieren durch die Flucht auch. Und dann in 23 und 24 redet er von, wann sie wollen treu sein, er wird die Völker, die verrennt sein, rüt jagen. Diese Menschen in 23 sagt, jedoch gerade und stärker sind als je. Jeder Jegend, wo jene Feit gehen wollen, wird jen Land sein. Jen Land soll von der Wildnis Süden bei der Libanon-Beug im Norden und von Euphrat, Rifa und der Western Meer reichen. So diese Versprechen, wie viel Land sie würden kriegen für ihr Volk, für Israel, dort hat Gott Abraham versprechen in 1. Mose Kapitel 15, 18 bis 21. So erst eine Versprechung, was passieren wird. Gott sagt, wenn sie würden treu bleiben zu diesem Bund, dann wird er dieses Land geben, der wird das Land kriegen. In Jesua Kapitel 21, 43 bis 45, besonders der 44. Vers sagt es das. So hat der Herr alle seine Versprechen erfüllt, nur wir uitgebleven von dort Gaudet. Dort er seine Volk Israel versprechen hat. Durch wir alle so gekommen. So Gott mir eine Versprechung. Er hält den Port von dem Bund. Wenn sie würden treu bleiben, in Jesaja sagt wie, wo sie treu bleiben, und Gott gibt ihnen das Land. Und Gott sein Wort bleibt treu. Er geht nicht treu an seine Wert. Und dann würden sie beschützt werden, wenn sie in das Land wären.
Aber Gott sagt dann, wann Israel wird nicht treu bleiben zu diesem Bund, dann würde ein Fluch ewig ankommen. So das sich taubingen, wo wir sagen, wir sollen wählen, weil wir den sehen. Israel soll wählen, wollen sie den sehen von Gott. Oder wollen sie wählen, um in den Sinn leben, dort Gott sein Fluch wird ewig ankommen. So Gott wird jenen ernst sein, wenn sie nicht treu sind. So wird es in Sinn und wird es in Fluch, wird es der Unterschied. Beide haben zu tun mit Gott seine Hand und wo Gott mit seinen Menschen handeln wird. Wenn Gott sein Sehen über wem ist, er wird seine Hand über die Person und er wird in alles, was die Person tut, im Bett mithalten. Und seine gute Hand ist über die Person. Und das ist eine leichte Weg zu verstehen. Und eine leichte Weg zu einer Flucht verstehen ist, wenn ein Mensch weggehen wird von Gott oder wegbleiben von Gott, wegwohnen von Gott, Gott seine Hand schafft jene Person. So ein Flucht ist jenen schaffen und sehen als Matt schaffen oder Matt halten. So wenn in dein Leben alles artig gehen wird, dort ist ein bisschen so, was ein Fluch ist. Ich denke auch an Johannes Kapitel 3, 17 und 18. In welcher Evasatung brücken, das wird Fluch in diese Forschen. Aber das wird es sein, wird Gott schickt sein Sehen nicht in dieser Welt, dich zu richten. Aber die Welt, der kann gerecht werden. Wer an gleich, wird nicht gerecht werden. Wer aber nicht gleich, ist gerecht, wird er nicht an den Namen von Gott, den einzigen Sehen, gleicht. Wo er sein wird, ist gerecht oder nicht gerecht, die Meinung von dort ist, wer glauben wird, hat nicht die Flucht über arm. Und wer nicht glauben wird, hat all die Flucht unarm. Die Flucht kommt durch den Sinn. In der Bibel lehrt in vielen Städten dort, wir belohnen uns den Tod. Wir belohnen uns den Fluch, wann wir singen tun. Und er sagt dann, er fängt an, er sagt seine Vers, er sagt, wo wollen sie von Gott weggehen? Wo wollen sie bewiesen, dass sie nicht treu sind? Üschlich, sie wollen ordentlich Aufjäter anbeten. Und sagt seine Vers, pass auf, dass die nicht verleiten lassen. Und nicht von dem rechten Weg raufkommen. Und je mit einmal die andere Jäter deinen ehren. Er fängt an und er sagt, passt ab. Passt ab. Zu was sollen sie abpassen? Ich würde sagen, von der, was soll wir für abpassen? Er sagt, dort je nicht verleiten lassen. Ich würde sagen, meist keiner merkt in Entscheidung einen Tag, um Jesus Christus nur feiern, und an den nächsten Tag die Entscheidung merken, am nicht nur zu feiern. Meist einmal ist das, dass ein Mensch verletzt wird. Wir und wir für Jesus Christus. Wir in einer guten Gemeinschaft mit Gott. Aber die Person wird verletzt. Die wird von Jesus weggelegt. Und der Meier, der wird weggelegt von Jesus Christus, die wieder auf wie die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und so wieder auf von Jesus Christus die Person wir. Ein Tag wird nicht wieder bis den nächsten Stopp, dort sie würden fallen. So ist das, wenn wir in die Sinn fallen. Dort ist nicht, dass wir ein gutes Leben haben, und ein Tag bis abwarten und wir fingen uns in die Sinn. Dort ist nicht, dass wir ein gutes Eier haben und wir ein reines Leben haben, und ein Tag abwarten und unser Früh oder uns Morgen verloren. Dort kommt langsam, wo wir verletzt werden. Dort fangen wir mit einer kleinen Entscheidung an. Und dort lädt noch eine kleine Sinn. Und wieder auf, aber das bloß den nächsten Stopp erst zum Auffallen.
So würde es dann sein für die Israeliten, wenn sie würden aufjäten nur folgen. Er wird verletzt worden. Sie würden von den rechten Weg raufkommen. Dort ein Tag, dort wirst den nächsten Stopp wir, haben den Jätter deinen an ihren. Er sagt, sie sollen nicht wegdrehen. Wo sie Monat trägt, dann sagen wir sollen an den schmalen Weg bleiben. Wir sollen nicht an den breiten Weg stehen. Wir sollen uns nicht loten verleiten. Die Israeliten sollen sich nicht loten verleiten, dass sie würden unter Aufjätter anbeten. Wir lesen diese Versen dann und sagen dann vielleicht zu uns selbst, weißt du, ich würde niemals in Aufjätter anbeten. Ich würde niemals in Aufjätter ehren. Ich würde niemals in andere Jätter dienen. Aber weißt du, Jätter sind nicht bloß kleine Dinge, was wir von unseren Hängen merken, an uns kleinen Väter das Ding, was wir gemerkt haben. Irgendwas, was die steht neben der an uns hört, wo bloß Gott so setzen auf sein Thron, erst in Aufjätter. Für was von uns erst die Aufjätter dann vielleicht, dass wir bloß für Geld schaffen tun. Geld erst uns Aufjätter. Oder vielleicht für andere, uns Aufjätter erst, dass wir wollen bloß so schaffen, dass andere Menschen uns gleichen tun. Oder vielleicht für andere von uns, du sind gewisse Dinge an so Arbeit erst uns Aufjätter. Irgendwas, was uns wegleiten wird, dort wir nicht uns ganzes Leben geben zu Gott erst ein Aufjätter. Und der Aufjätter wird einmal uns von Gott wegleiten. Wir sollen uns nicht klein verehren. Wir sollen uns nicht irren. Und wenn wir würden uns ihnen horten und uns ihnen Leben nur sein, sind die Dinge, was wir da irren, ist Gott. Und dann, was wird passieren? Das sind dort erst, wo sie würden weggehen von Gott. Was wird Gott dann tun? Was wird die Flucht dann über sein? In der 17. Vers sagt er, wenn den Wort, den Herrn, seine Ohren schien, und er wird der Rein abholen, dass ihn Land nicht drehen wird. Dann wird je bald in das gouden Land, wo der Herr ihn gaf, uitsterven. Eins von den schwanste Dingen von der Person, erst in ein Haus leben, wenn sie befreit sind mit einem Partner, was sie nicht gleichen. Wo du einmal Sang ist, wo du einmal Streiterie ist, wo du sozusagen in Fluchtwäschen entsetzen, sie schaffen jenen ein Ordner. Und so wird es sein, wenn sie in das Land wären, Gott wird jenen entschaffen. Und das Haus, was Gott entgejeft hat, in der Stadt, was Gott entgejeft hat, Gott wird jenen entschaffen. Er wird jenen entschaffen. Er wird den Himmel merken, dass es nicht mehr rein wird. Er wird den Regen abholen. Und dann, was bringt Tod? Oder was bringt Sinn? Sinn bringt Tod. Er sagt hier, wohnt der Herr ihnen geben wird, ihr wollen uitsterven. Das sieht vielleicht nicht am Anfang, dass unser Sinn, was der Tod bringen. Aber Gott sein Flucht, sein ewig Flucht versendet, erst dort wir wollen ewig tot sein für Gott. Wir wollen ewig getrennt sein von Gott. So wo soll wir dann diese Versen verstehen, als Christen? Ich glaube, wie man seine Aposteln und das ich auch fertig gesagt habe, diese Versen sind geschrieben durch die Israeliten, nur Erbund, was sie mit Gott hatten. Und das ist leicht für uns zu sein, wenn Dinge nicht gut gehen in uns Leben, das meint, dass wir in Sinn sind. Wenn wir eine schwere Zeit durchgehen, wir glauben nochmal, dass das meint, dass Gott schafft gegen uns. Mit das würde ich sagen, dass wir man auch verstehen, dass wir wohnen, wir leben auf einer Welt, die noch nicht gemerkt ist. Wir leben noch in einer Welt, die Verbrechen ist durch die Sünde.
En welke dingen passieren niet wegen wie werkelijk wat aardig gedaan haben, aber die sind vlug erst über die ganze Welt. Dat is waarom kleine Babys sterven. Dat is waarom dat nog maar schwer ist und wir können uns nicht deutlich merken, waarom dat so schwer ist. Aber ich würde sagen, du sind Tiden in unser Lebens, wo dort klar zu sein ist, dass wir nicht in Gottes Sehen leben dürfen. Und wenn du eine Person ist, best von dir smart, wo immer je das hören dürfen. Und du weißt, du wohnst nicht in Gottes Willen. Du weißt, dass du hältst die Träg von was Gott will haben, die soll sein. Das muss mehrlich sein, dass Gott seine Hand straft jenen mit was du das, jenen was du das, so dass du kannst die selbst sein, für wer du bist. Und dass Gott kann die Träg rauben und die wahre Raden und merken. Für uns Christen, wer in Christus ist, Gott wird uns nicht so sehr strafen, es er uns belehren wird. Das ist nicht, dass Gott sein Fluch über uns ist, das ist seine Belehrung erst über uns. So dass wir uns träg drehen, noch arm. Und dann, was soll wir dann tun mit das? Ich würde sagen, du hast keine bessere Weg zum Leben, als in Gott sein Willen. Wir wohnen in Gnade, wir wohnen in Gott seine Gnade. Und ich hatte so sehr fertig sein, wo Gott sein den überkommen wird, wenn der Mensch gehorsam ist. Ich hatte doch in meinem Leben gesehen, du sind Tiden, wo ich mich selbst nicht ablehnen darf mit Gott. Die Dinge, was Gott will haben für uns. Und dann sage ich, wo das schafft nicht, so das soll. Und als Gott seine Wacht haben, mich trägt, dass ich wahre abgemerkt sein in eine gute Gemeinschaft mit ihm. Wenn du von dir horchen das und du noch niemals hast dein Leben zu Jesus Christus gegeben, du bist noch ganz ohne den Fluch, was er hiervon reden wird. Gott schafft jenen die. Und das mag nicht meinen, dass er jenen die schaffen wird oder schlechte Dinge einmal passieren in dein Leben. Aber sein Euer, wenn er herrlich ist, als jenen die sind. Aber der Gute Nachricht ist, dass Gott hat Jesus Christus geschickt, dass er kann den Sinn betonen. Dass Gott kann seinen Fluch und seine Euer von dir raufnehmen und dass du kannst ohne seine Sehen sein. Und wenn wir Christen sind, und wir wach gewandelt sind von Gott, und wir nicht mehr den Frieden haben, nicht mehr die Ruhe haben, nicht mehr die Gemeinschaft haben mit Gott, Gott will haben, wir sollen zurückkommen nach ihm. Dass wir am Leben können, dass wir am Gott können sein, dass wir am können dienen und dass wir können festhalten, nur dort, was er verlangen wird für uns. Wer wir dann schließen von dir mit einem Gebet. Liebe, ich muss schon vor, wir sind dankbar von dir, dass du uns Gott bist. Du hast uns in dieser Bund näher geraubt. Du hast uns in dieser Bund näher gesagt, durch Jesus Christus, dass wir in Bund haben mit dir. Und Gott, wenn wir von dir diese Welt hören und wir dann uns hart engageren. Ich bete Gott, dass du uns kreieren, du uns tragen nur die. Dass unser Leben wird ganz handgegeben sein. Dass unser Leben kann ein Beweis sein von was du das für deine Ehre und deine Herrlichkeit. Ich bete auch, wenn wir durch diese Werk gehen, dass du mit uns sein. Dass die sehen, was über deine Kinder ist. Dass er wird nicht bloß für uns sein. Aber die sehen, wo wir brücken, haben deine Leib, deine Evangelium, deine gute Nachricht, deine Gnade, mitteilen mit uns. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.